E schönen Tag gewünscht haut um 18. Juni 2018. Wir sind mittlerweile am dritten Video auf dem neuen Kanal Lux Econom gekommen und das geht um die Analysierung vom Geld, was enger Wertigkeit. Nun, für das besser zu verstehen, machen wir eine kleine Back in Time. Das heißt, Banken gehen zum Beispiel schon anscheinend für Christi Geburt, keine Ahnung, schwer nur zu erzählen. Wir schätzen über etwas, was ähnlich dem ist, was wir heute Banken nennen. Dem ist das noch getauscht, da haben so Kabels getauscht, Dienstleistungen getauscht und so weiter. Nun, der Kabel ist futtig gegangen, der ist noch einmal gestorben und die Nachhaltigkeit von den Produkten wäre begrenzt. Ne? Da sind sie dann demals auf die Idee gekommen, und das war für mich eine gute Sache, für selber Münzen zu prägen, an die Dienstleistungen an Waren Geld selber zu verkaufen. Da wurden dann Institutionen gegründet, die Silbermünzen geprägt haben. Und die sind ausgehen und die Leute, die eben eine Wertigkeit hatten, deren Kabels oder was weiß ich für Wertigkeiten. Nun haben sie aber schnell festgestellt, dass die Banker mehr Silberlinien an ihre Institutionen gebunkert hatten, wie sie selber ausgehen, weil die Leute das ein bisschen als sie haben sie nicht direkt gebraucht. Sie haben sie dann einfach bei der Institution gelost und die Banker haben sich das gehortet bei denen. Ja. Und andere Leute waren dann da, die Silberlinge gebraucht haben, für sich etwas zu kaufen. Ja. Und dann, als natürlich schnell auf die Idee kommen, für sie sagen, okay, wir können das nicht an uns direkt alle Sachen hier okay, wir können ja einen Teil von denen verlegen. Natürlich, gegen eine Leistung. Ne? Heute ist das gegen so einen Zins. Und das war ein bisschen der Anfang von dem Tausch, vom Handel, auch von der Bezahlung mit Münzen. Und auch mit Sachen, die eng Wertigkeit hatten. Wir kommen also zurück ans Jahr 1933 bis 1933 war Geld mit Goldtanner durchgehen als Wertigkeit. Da kam der Krieg und da ist es natürlich alles auf den Kopf gegangen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner zu Bretton Woods, New Hampshire, gleich Badeort, eine Versammlung angerufen, wo natürlich schon Länder mitgemacht haben. Muss ich verstehen, dass im 19. Weltkrieg die Amerikaner eine extrem starke Ökonomie hatten und noch 10 gute Argumente erstohlen, die auf die Meere gefahren sind. Und du kurzerhand den Dollar als Leitwährung erklärt. Eine Leitwährung ist natürlich dann auch direkt als Reservewährung gegolten für alle Zentralbanken auf dieser Welt. Also müsste Reserven an Dollar annullieren. An eng Leitwährung hun sie damit gesagt und leider bist du gelachen dass du gesagt okay wir definieren nur eng Unze Gold zu einem Festpreis von 35 Euro pro Unze, das sind 31,10 Gramm, das ist natürlich Gold ziemlich wert. Aber sie haben dann gesagt, okay, wir analysieren Geld dann mit einer Wertigkeit von 25% Gold. Aber gleichzeitig, indem es dann die Leitwährung war, haben sie gesagt, all Exportüberschuss, den die Amerikaner hätten, muss zurück an Amerika kommen. All die anderen Länder, wie Deutschland, Frankreich und für sich, und dann müssten den Überschuss, den sie am Export von den Amerikanern exportiert haben, zurückbezahlen, dann konnten dafür Gold gut geschrieben. Also von dem theoretisch Gold. Ja? Und das war ein bisschen eine Sache, die Leute vielleicht nicht so richtig verstanden haben, aber das ist immer so gemietet. Die Amerikaner waren, wie gesagt, ziemlich stark. Nun war es so gewesen, dass 1969 der französische Premier auf die Idee gekommen ist, für sein Gold in Amerika sich zu gehen. Ne? Und dann ein Kriegsschiff geholt und das mit den Amerikanern geführt gesagt hat, komm, ich komme nach Fort Knox, ich komme noch mein Gold sicher, was sich in der Zwischenzeit angesammelt hat. Da hat sich natürlich bei vielen Ländern viel angesammelt gehabt. Mit war
eng theoretisch gerechnet Goldgeschichte. Und die Amerikaner müssen feststellen, dass sie überhaupt nicht genug Gold hatten, für die Franzosen zu bezahlen. Und dann hat der Präsident Nixon, der hat 1971, also knapp 1,5 bis 2 Jahre noch, hat die ganze Kontakt einseitig abgehoben und erklärt, Jungen, es gibt nicht mehr, der Vertrag als River, die kriegen nicht mehr viel Geld. Hat es das in, es gibt immer noch Gerüchte, dass in Deutschland Tausende von Tonnen Gold an Amerika wären. Das ist totale Blödsinn. Das ist ein rechend Gold, was niemals mehr zu kriegen ist. Nun, seit dem Versuch von Charles de Gaulle, dem Premier aus Frankreich 1969 Gold sichern zu gehen, wissen wir zumindest alle gut, dass zu verknackt, dass Gold gar nicht gibt, was du erreichen kannst. Am Mainstream gibt es natürlich immer behauptet für all die Länder, wie Deutschland hat noch Tausende von Tonnen Gold da leihen. Das ist totaler Blödsinn. Da könnt niemals etwas zurück. Und das existiert einfach nicht mehr. Das ist nur recht Gold gewesen. Eine Analysierung vom Geld mit einer Wertigkeit gibt es. Gold ist sicherlich anwendbar, aber nicht perfekt, weil das Gold erlebt auch selber Fluktuationen, wie zum Beispiel Preisschwankungen vom Gold und Marché, die natürlich dann viel Bewegung hätten. Und dann natürlich auch gibt es Länder, wo man mehr Gold findet oder Männer. Am besten wäre eine Analysierung vom Geld mit der Ökonomie selber. Aber das ist auch nicht möglich. Es gibt keine wirklich korrekte Analysierung vom Geld mit einer Wertigkeit. Gold hat zumindest verhindert, dass es nicht wie momentan unendlich vervielfältigt gibt. Wie dem Draghi-Politik noch seit 1971 FED oder das amerikanische Government nicht mehr gebunden, dass sie produzieren einfach alles ohne Ende. Ne? Ich kann die Frage nehmen als Konklusion zu diesem Video roden, lediglich physisch Edelmetall und Silber, Gold und auch Platin. Weil es gibt momentan Klänge gehalten am Preis. Und das, weil die Leute, die schon eigentlich das Feld beherrschen, nur nach Edelmetalle kaufen ohne Ende, weil sie selber wissen, wer dabei zurückkommt. Schon also nicht verhängen, kaufe ich physisch Edelmetall an die Reserve. Es soll nicht merci für nur gucken von diesem Video, für diesem dritten Teil an diesem Kanal Lux Econom. Merci.